Und jetzt willkommen beim Talk zur Message «Darf Druck in meinem Leben sein». Leo, du bist da auf dem gelben Sofa. Das Pat, gelbe Sofa. schön bist du auch da dabei. Voll. Nimm uns doch ganz kurz mit in die Message. 30 Sekunden, fass sie zusammen. Ja, die Jünger kommen in einen Sturm und sie wissen nicht, ob sie das überleben. Jesus ist mitten im Boot, schläft aber. Und dann steht er auf und sagt dem Sturm, sei ruhig. Aber eigentlich, was man dann vergisst, ist ganz am Anfang, sagte Jesus, lass uns in das Boot steigen. Wir gehen ins andere Ufer, auf die andere Seite. Mit anderen Worten, Gott gibt uns Verheißungen. Und der Sturm ist in der Mitte, von dem haben sie nichts gewusst. Aber wenn du einfach weißt, Jesus ist in meinem Boot drin, kann er ein Wort sprechen und der Sturm hört auf. Und er hat uns Verheißungen gegeben, dass in der Welt haben wir Angst, aber er hat die Welt überwunden. Mit anderen Worten, wir haben eine Zusage, aber er ist auch in unserem Boot mittendrin und er kann ein Wort sprechen und es ist forever, for immer. So ermutigend und herausfordernd. Ich liebe das. Wirklich, keep it real. Ja, bitte, das ist eine echte Message. Voll die kraftvolle Message. Richtig, richtig gut. Meine erste Frage ist, wenn man mit Jesus unterwegs ist, kommt man dann immer in einen Sturm? Also ist das so? Nein, auf keinen Fall. Es ist ja nicht so, irgendwie glauben Jesus und er challenge ich immer. Nein, auf keinen Fall. Also es ist auch nicht so, ich suche die Stimme nicht. Ich habe die Stimme ehrlich gesagt nicht so gerne. Aber es kann sein, dass Stürme kommen, vielleicht gewisse Stürme haben auch selber verursacht, kann es auch sein. Aber gewisse Dinge hast du gar nichts falsch gemacht. Ich glaube, die Bibel sagt, Gott kennt das Maß, das wir tragen können. Es scheint, dass wir haben ein unterschiedliches Maß. Es war so ein starker Moment im Boot, wo du erzählt hast, hey, auch nachher noch, dass wir unsere Augen auf Jesus richten sollen, im Sturm, im Boot. Das ist der Anker. Und was sind so Anker in deinem Leben, wenn du durch einen Sturm gehst? Und du hattest sicher schon einige Stürme. Ja, ich merke einfach, wenn ich nicht diesen Anker habe oder ein Ritual entwickle, werde ich mega negativ. Also es ist interessant, so positiv ich bin, aber so negativ kann ich auch werden. Und dann denke ich immer, okay Leo, jetzt ist deine Seele am Limit. Und was ich angefangen habe, ich mache relativ viel Sport und das ist meine Art und Weise, wie ich Dinge auch einfach rauslassen kann, damit ich runterkomme natürlich. Und dann ist ja logisch, dass das Gebet in meinem Leben eine Rolle spielt. Gebet ist ein Dialog. Also ich sitze mich hin, schütte Jesus mein Herz aus, aber da gibt es auch einen Moment, wo ich ruhig bin, wo ich ihn reden lasse. Und das ist eben wichtig, es ist immer ein Dialog. Ich sage etwas und dann muss man auch den Raum aufmachen, dass er sprechen kann und dann schreibe ich einfach diese Dinge auf. Das ist spannend, also du sagst, du schaust zu deiner Seele und zu deinem Geist. Ja, weil die Seele ist ja mega dann laut. Im Geist weiß ich ja, Jesus ist bei mir. Das ist ja nichts Neues. Aber die Seele, weil David hat oft gesagt zur Seele, ich befehle dir Seele zu schweigen. Und man darf aber auch die Seele nicht nur unterdrücken, weil es gibt auch gewisse Dinge, wie bei mir ist jetzt Sport, das kann bei jemand anderem sein, ist Worship, ein Buch zu lesen. Ich erhole mich nicht durch Fernsehen oder irgendetwas, zum Glück nicht. Ich brauche wirklich Sport, das heißt, ich brauche Bewegung, ich muss in die Natur, ich habe auch keinen eigenen Schreibtisch, ich liebe die Natur. Das ist so mein Zugang, wo ich Jesus finde. Krass. Mega gut. Ich fand das Bild mega cool, wo du auf dem Boot standst und den Anker rausgeholt hast, weil ich glaube, dass es mega, mega wichtig ist, dass wir diese guten Ankerpunkte haben. Was ist, wenn ein Sturm nicht aufzuhören scheint? Oder manchmal ist es sogar, dass ein Sturm nie aufhört. Also, wie gehe ich damit um? Was würdest du da sagen? Das gibt es effektiv. Man kann die Bibel lesen. Nicht jede Person hat das glorreich beendet. Für mich gibt es ein Beispiel von Joni Eareckson. Das ist eine Frau, die ist in Wasser gesprungen, ist querschnittsgelähmt. Und sie betet jeden Tag für Heilung. Sie hat gesagt, ich lasse keinen Tag an mir vorbeiziehen, wo ich nicht bete für Heilung, weil Gott kann immer ein Wort sprechen. Und dann, wenn es nicht geschieht, dann sagt sie, dann habe ich den Trost und die Hoffnung, dass ich im Himmel habe ich keinen Rollstuhl mehr. Dann hat sie gesagt, dann werde ich die ersten 100 Jahre durch eine Feldwiese rennen und ich werde nicht mehr stoppen. Es ist auch eine Perspektivefrage in dem Sinn. Ja, voll. Sehr interessant. Keeping it real. Ich liebe das, dass wir echt und ehrlich bleiben. Du hast auch davon gesprochen, dass man Blödsinn machen kann in diesen Drucksituationen. Was für Schutzmaßnahmen gibst du dir selber oder würdest du uns mit auf den Weg geben, dass wir in den Drucksituationen nicht eher über einen Blödsinn machen? Ja, das allererste ist einfach, man darf keine Entscheidung treffen in einer Drucksituation, wo man merkt, man kann nicht mehr, oder? Also das ist das allererste. Und dann ist es mega, mega wichtig, dass du Freunde hast in deinem Leben, die dir in dem Moment wirklich einfach Trost ausrufen, aber auch sagen, hey, pass auf, stay focused, weil dann fallen Leute in Alkohol, in Drogen, in Rauchen, in Fernsehen zu schauen, in Pornografie, in Fremddenken oder was auch immer. Alle diese Dinge, die sind nur kurzfristig
so wie eine Lösung, hat man das Gefühl. Aber dann ist es noch viel, viel schlimmer. Und man muss sich auch bewusst machen, diese Dinge sind im ersten Moment verlockend, weil die Bibel sagt, die Sünde ist verlockend im ersten Moment. Aber dann ist es sehr, sehr giftig und gemein. Also erstens einfach, dass man sagt, ich treffe keine Entscheidung, wenn ich müde bin oder in einer Drucksituation. Zweitens brauchst du Freunde, die wirklich ein Spiegel sind. Dann hast du schon mal einen guten Filter. Hey, danke vielmals, Leo, Danke dir. für deine ehrlichen Antworten.